Nach dem Facelift der 5. Generation des Ibizas schauen wir uns das Facelift der 6. Generation des Polos an. Damit hätten wir die Hälfte aller kleinen Kompakten aus dem Konzern schon abgehandelt. Fangen wir beim Design an. Während die spanischen Chirurgen beim Facelift ihres kleinen Flitzers eher konservativ waren, haben die Deutschen versucht, den Polo in die Haut des Golf 8 zu stecken und anschließend mit dem Föhn bearbeitet. Die größte Änderung betrifft die Rückleuchten. Die sind nämlich ziemlich groß. Die Änderungen an der Front sind etwas weniger dramatisch. Und auch wenn ich das Design des Vor-Facelift-Modells mochte und nun ist der Polo auch noch erwachsen geworden, finde ich, zum ersten Mal sieht der Polo schöner aus als das Seat-Äquivalent. Das liegt auch definitiv am aggressiven Styling des R-Line-Pakets. Was die benzinverarbeitende Seite angeht, so haben wir hier den 1 Liter Dreizylinder mit 110 PS. Nach dem GTI ist das der stärkste Polo. Damit zieht der Wolfsburger gegen den Ibiza aber den kürzeren. Also ist das Auto massiv untermotorisiert. Nicht unbedingt. Das hat bestimmt auch mit dem Gewicht zu tun oder dem fehlenden Gewicht, 1200 Kilo. Und manchmal fühlt er sich sogar ganz stark an mit diesen 200 Newtonmetern. Und wie beim größeren 1.5er ist das Drehmoment eher so bei der unteren Drehzahlskala gestapelt. Los geht das ab 2000 Umdrehungen. Und 45 Jahre nach dem ersten Golf GTI leistet dieser Polo nun 110 PS. Apropos Golf 1, der war bedeutend kleiner als dieser Polo. Der Polo ist nun genauso groß wie der Golf 3. Denk mal drüber nach. Aber im Gegensatz zum Golf 3 ist hier drin ordentlich was los. Zum Beispiel der große Bildschirm hier mit dem Infotainment der letzten Generation, das aber immer noch sehr gut ist. Und das Lenkrad der letzten Generation, das vermutlich soweit auch das Beste ist. Echte Knöpfe, sinnvoll platziert, gut zu bedienen. Aber wie beim Ibiza auch, haben sich an einigen anderen Orten Touch-Elemente eingeschlichen. Die Stoff- und Alcantara-Sitze sind eher auf der Komfortseite angesiedelt. Die guten, aber aufpreispflichtigen Sitze des Ibiza gibt es für den Polo nicht. Obwohl diese beiden Autos identisch sind unter der Haube, obwohl eben genau nicht unter der Haube, denn der Seat hatte den größeren 1.5. Obwohl diese Fahrzeuge technisch identisch sind, könnten sie nicht unterschiedlicher zu fahren sein. Der Polo hat eher so ein weiches Setup und ist komfortabel, aber dadurch wankt er auch so ein bisschen in den Kurven. Und die kleineren Räder und jetzt auch die Winterreifen verstärken diesen Effekt noch ein bisschen. Also der Seat war definitiv witziger zu fahren. Beim Getriebe handelt es sich um das altbekannte 7-Gang DSG, das mit diesem kleinen Motor einen etwas schwereren Stand hat. Beim Anfahren fühlt er sich kraftvoll genug. Aber in Sachen Elastizität sieht die Sache dann ein bisschen anders aus. Aber falls du denkst, nein, dieser Motor ist viel zu kraftvoll für mich, dann gibt es auch noch eine 95 PS Variante. Und die gibt es auch mit einem 5-Gang Handschalter. Wie sieht's nun aus? Der Polo ist kompetent, aber auch etwas öde. Und mit den Abmessungen ist auch der Preis gewachsen. Top-Polos, Ibizas und Fabias bewegen sich alle im 32-33K Bereich. Hyundais i20N, den wir leider nicht testen konnten, steigt im selben Bereich ein, aber dafür bekommt man nicht nur ordentlich Ausstattung, sondern auch ein waschechtes Performance-Auto. Und am Ende der 30er-Skala winkt auch schon der GR Yaris.